Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach, Lower, the Law of Attraction, das Naturgesetz, das Universumgesetz der Anziehung, der magnetischen Anziehung. Das Universum beruht auf Anziehung, nicht auf Abstoßung. Jedes Individuum zieht seine Erfahrungsbereiche magnetisch an. Und was ist was ist die Resonanz? Die Resonanz sind die eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen, die man völlig frei wählt als Individuum. Vom Neugeborenen bis zum 100-Jährigen. Jeder entwickelt seine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen völlig frei. Selbst ein Neugeborenes hat schon Gedanken, Gefühle und Überzeugungen und ein 100-Jähriger erst recht. Aber musst volle Verantwortung übernehmen für deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen und für dein Leben, für dein Erleben. Solange du das nicht machst, suchst du Schuldige im Außen und spielst das Opfer, aber du bist niemals das Opfer, du bist immer der Schöpfer. Du selbst bist verantwortlich für dein Leben und Erleben. Lass das Opferdenken los. Wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Krankheiten gefunden werden und man redet von Kampf gegen die Krankheiten, Kampf gegen Krebs, Kampf gegen AIDS. Milliarden werden gegen diese Kämpfe ausgegeben. Kampf gegen Terrorismus, Kampf gegen das, Kampf gegen das, Kampf gegen Gewalt. Stell dir das einmal vor. Du darfst nicht gewalttätig sein. Ich verhindere das mit Gewalt. Da beißt sich der Hund in den Schweif. Wie kommt man raus aus diesem Gewaltdenken und gegen etwas kämpfen müssen denken? Indem man die volle Verantwortung für sein eigenes persönliches Leben und Erleben übernimmt. Sage dir jeden Tag, ich erschaffe meine eigene Realität mit meinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, die ich jederzeit verändern kann. Selbst die es gut meinen und sagen, ja, ich heile die Gesellschaft, ich heile die Welt, ich heile meine Mitmenschen, fokussieren sich auch auf das Negative, auf Krankheiten und auf das Übel in den Gesellschaften. Aber indem du dich darauf fokussierst, wird das immer mehr. Du siehst da ein Übel und dort ein Übel und du spürst da eine Krankheit und da und da und da. Du vermehrst die Dinge, die du loswerden willst. Es geht nicht darum, Krankheiten zu heilen, es geht darum, Gesundheit zu erlauben. Der Einzige, der was deine Gesundheit verhindern kann, bist du selbst. Du wirst nicht von bösen Krankheitserregern überfallen, ganz zufällig und ohne Sinn. Nein, du hast Krankheitserreger eingeladen mit deinen negativen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, die du jederzeit verändern kannst. Es geht nicht darum zu heilen, es geht darum, deine Gesundheit wieder zu erlauben. Es geht darum, deinen Groll, deinen Ärger auf dich selbst und deine Mitmenschen loszulassen. Es geht darum zu vergeben, es geht darum, Schuldzuweisungen loszulassen. Es geht darum, Aggressivität zu leben und erkennen, dass Aggressivität was Gutes ist. Aggressivität führt nicht automatisch zu Gewalt und Vernichtung. Aggressivität ist
Liebe, die nach außen drängt, ist gesunder Egoismus. Wenn du in diesem Punkt anders denkst, wenn du Aggressivität als negativ siehst, dann unterdrückst du deine eigene Energie. Wenn du Freiheit als etwas Negatives siehst, dann unterdrückst du deine eigene Energie. Dein Körper zeigt dir das in Krankheitssymptomen. Krankheit ist immer eine Energieblockade, ein Nicht-Ausdrücken von Emotionen oder das Pushen gegen Freiheit von Mitmenschen. Krankheit ist der mentale Fokus auf Negatives. Man glaubt, man muss das Negative bekämpfen, um wieder gesund zu werden. Nein, du musst Krankheiten und das Negative in deiner Gesellschaft nicht bekämpfen. Du musst dich öffnen für das Gute. Du findest sehr viel mehr Gutes in der Gesellschaft. Öffne dich dafür. Du findest viel mehr Gesundheit in deinem Körper. Öffne dich dafür. Fokussiere dich auf das, was gut läuft in deiner Gesellschaft und an deinem Körper. Öffne dich für Gesundheit. Kämpfe nicht gegen Krankheit. Du wirst wieder gesund werden. Dein Körper weiß, wie er selbst gesund wird. Der Einzige, der deine Gesundheit verhindern kann, bist du selbst. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne ein paar Wochen, damit du dich mehr und mehr öffnest für das Zulassen deiner Gesundheit. Melde dich, ciao.